Heute ist ein komischer Tag. Irgendwie ist alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Zuerst hat mein Flugzeug Verspätung, dann verpasse ich meine Mitfahrgelegenheit und jetzt bin ich in dem Hotel gelandet. Mein Name ist Eugene Vickery und ich mache ein Praktikum in Berlin. Ich bin eigentlich nur kurz in der Schweiz, um meinen Bruder den Marc juristische Fragen zu beraten. Er will Corippo im Tessin touristisch aufwerten. Und bei so einem kleinen verschlafenen Dörfli führt das natürlich zu Problemen. Zum Glück konnte ich von einer Kollegin ein Auto auslehnen. Aber ich kann es erst morgen haben und darum bleibe ich jetzt noch eine Nacht in Zürich. Bericht über Succeed, die bekannteste Energy-Drink-Marke der Welt und ihr schneller Weg zum Erfolg. Die Stadt Winterthur hat neue Pläne für die Nutzung des Stadthauses. Wer läutet denn mir da im Hotel an? Hallo? Komisch. Ist ja gar niemand dran. Wer hat eigentlich vorher etwas von mir wollen? Es weiss ja gar niemand, dass ich da im Hotel bin. Haben die vom Hotel angeläutet? Aber wieso haben sie denn gerade wieder abgehängt? Das ist doch komisch. Oder hat mein Bruder versucht, mich zu erreichen? Nein, wir haben ja erst gerade vorher telefoniert. Und ich habe ihm gesagt, dass ich erst morgen komme, weil der Flüger Verspätung hatte. Wahrscheinlich hat sich einfach jemand verwählt. Und dann gerade aufgehängt. Vielleicht ein Werbeanrufer, der will, dass man zurückläutet. Und dann kostet es extrem viel. Ja, das wird es sein. Ich kann einfach nicht schlafen. Was war denn da? Da war doch etwas. Also, nein, das ist ein bisschen vorher, da wo er reinkommt. Aber nachher, dort am Stehpult, dort war etwas. Komisch. Jetzt dann gerade, wenn er das Pulver dort reinschüttet. Jetzt kommt es dann gerade. Genau, da ist etwas. Mal schauen, ob ich genau den stoppen kann. Was? Das ist ja ein Succeed. Weil ich etwa durch die Werbung manipuliert zum Succeed trinken. Und weil ich am Abend nicht einschlafen kann, bin ich den nächsten Tag übermüdet und brauche Energy Drinks zum Wachwerden. Und am Abend, wenn ich Fernsehen schaue, werde ich wieder aufgefordert zum Trinken und kann nicht schlafen. Das ist ja völlig absurd. Nach dem Ausleeren noch auswaschen. Meine Eltern haben schon recht gehabt. Immer sauber und clean bleiben. Das kann doch nicht sein, dass niemand von dieser unterschwelligen Werbung weiss. Die aufblitzenden Bilder sind ja so offensichtlich. Und sie wirken auch. Vor ein paar Jahren war ja noch Red Bull der Energy Drink. Und innerhalb von kurzer Zeit wird nur noch Succeed getrunken. Weiss echt der Fernsehsender von unterschwelliger Werbung? Aber vielleicht sollte ich sie zuerst darauf aufmerksam machen. Wahrscheinlich wissen sie ja nichts. Dann wenn die mit denen unter einer Decke stecken. Nein, diesen Skandal können die sich ja nicht leisten. Wenn das rauskommt. Sehr geehrte
Damen und Herren. Gestern Abend habe ich in Ihrem Programm kurz aufblitzende, unterschwellige Frames von Saxiddosen entdeckt. Also machen Sie sogenannte subliminale Werbung, welche verboten ist. Wissen Sie von dieser Manipulation? Ey, bist du blind? Hey Malaika, hey, geht's gut? Ja, danke Mama. Ja, ich muss dir etwas erzählen. Gestern Abend, hey, shit, ich bin am Fernsehen gesessen. Da nimm den und ich Schlüssel. Was? Der Lichtschalter klemmt ein bisschen beim Auto und ja, wir sehen uns und hören uns und pass Okay. auf dich auf, tschüss, ich muss gehen, tut mir leid, tschüss. Ja. Malaika war auch hergestresst heute. So richtig kurz ab und es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn sie Saxid Energy Drinks trinken würde. Ich meine, sie hat genau so die Symptome gezeigt von diesen scheiß Saxid. So völlig ungeduldig, nervös, sie kann nicht mehr zu Ende denken und genau wegen dem sieht man ja die Manipulation nachher nicht mehr. Also bei ihr würde es mich echt nicht überraschen. Die Malaika trinkt ja wirklich Saxid. Ist es richtig gewesen, auf Berlin ein Praktikum zu machen? Oder hätte ich doch direkt weiter studieren? Nein, das Praktikum ist wichtig. Das tut sich gut im CV. Aber ich treffe meine Kollegen und meine Familie und meinen Brüder einfach fast nie mehr. Wir telefonieren ja einmal in der Woche. Aber das ist einfach nicht das Gleiche. Und in Berlin versteht mich irgendwie niemand so richtig. Natürlich gehe ich raus, aber ein richtiger Kollege... Ich bin ja nur noch 3 Monate dort. Und dann bin ich wieder zurück und alles ist wie früher. Wird echt in Berlin auch manipuliert? Oder ist das nur in der Schweiz so? Nein, es muss in Deutschland auch so sein, da ja dort auch extrem viele Leute extrem viel Saxid trinken. Das muss also ein weltweites Phänomen sein. Shit. Ich muss das mit Saxid aufdecken. Sehr geehrter Herr Vickery, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die S&C Media Group nichts von diesem Phänomen weiß. Fuck. Sie sehen es nicht. Aber das Mail ist zu kurz. Sie haben meine Sachen sicher gar nicht genau angeschaut und mich einfach direkt abgewimmelt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich die aufblitzende Saxidose gesehen habe. Es ist wirklich da. Ich lasse mich einfach abwimmeln, weil ich lästige Fragen stelle. Wahrscheinlich wissen sie auch über Saxidwerbung Bescheid. Sicher bekommen sie dann auch noch Geld von denen und stecken mit denen unter einer Decke. Haben die denn so viel Macht? Energy Drinks sind ja schon ein Millionengeschäft, aber... Ich muss unbedingt zu meinem Bruder. Er weiss sicher, was zu tun ist.
Hey, hast du so gesehen auch nicht gern? Eigentlich schon. Warum reissest du das Plakat ab? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe gestern Abend am Fernsehen entdeckt, dass Succeed subliminal Werbung macht am Fernsehen. Und jetzt, als ich da angefahren bin, habe ich überall Plakate gesehen. Und sogar da in dem Dorf. Das ist nicht blöd, das ist die Wahrheit. Ich habe erst auf meiner iPhone-App von der S&C Media Group genau das Gleiche bemerkt. Und habe probiert, sie darauf aufmerksam zu machen. Und sie hat dich abgewimmelt, oder? Ja, natürlich, die machen ja ein Heidengeld mit dem. Seitdem wird ich übrigens verfolgt. Von diesen Helikopter. Ja, ich kann nichts mehr machen, ohne dass ich beobachtet werde. Die Typen tragen alle einen Anzug und ihr Markenzeichen ist eine Krawattennadel. Wenn du so einig siehst, dann weißt du, dass es nicht mehr gut um dich steht. Hey, also los, ich muss los. Pass auf dich auf, ich habe dich gewarnt. Nein, warte! Erzähl mir weh! Fuck! Ein Typ mit einer Krawattennadel! Das kann doch kein Zufall sein. Ich werde verfolgt. Nein, 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 nein. Einfach unauffällig hinten reinlaufen. Solange der unheimliche Typ da vorne nicht rechts geht, ist alles in Ordnung. Shit! Er geht tatsächlich rechts. Ich werde tatsächlich vorverfolgt. Renn! Schneller, damit du möglichst schnell bei deinem Bruder bist! Geradeaus! Aber ins Dunkle! Ich glaube, der schnellste Weg. Dann könnte ich mich im Dunkeln auch gerade verstecken. Oder sie wartet mit einer Axt auf mich. Los, schnell! Steige nur! Was macht der Krawattennadel-Mensch in Corripo? Wieso weiss er, dass ich da bin? Wird ich etwa abgehört und wisst es darum auch von meinem Bruder? Wird er auch schon verfolgt? Das alles nur wegen mir? Was bin ich doch für ein Versager? Schon die ganze Zeit gewesen. Ganz anders als die Post, die alle Briefe sicher zustellt. Ich konnte noch nie etwas auf die Beine stellen. Darum kann ich dann sicher nicht die Anwaltskanzlei von meinem Vater übernehmen. Nein, nicht links. Das ist privat. Also rechts. Mach ich schneller. Hättest halt mega rennen. Platz kann ich mich schnell ausruhen. Shit. Ich folge mich sogar mit dem Helikopter. Schnell rechts, aber in Schutz vom Dorf. Nein. Schon wieder eine Verzweigung. Rechts oder links? Besser aufgepasst, als ich das letzte Mal da war. Links einen immergrünen Baum noch, der zeigt den Weg zum Leben. Lebe ich Versager eigentlich? Fuck, ich bin gefallen! Außenanhänger. Aber du Versager! Da? Rechts! Ich muss ein bisschen besser auf die Zeichen achten, die die Umgebung dir zeigt. Jetzt weiss ich wieder, wo ich bin. Nur geradeaus und dann habe ich es geschafft. Guten Tag, Herr Vickery. Schön, Sie zu sehen. Ihre Brüder haben mir schon viel von Ihnen erzählt und haben gesagt, Sie kommen heute noch vorbei. Du kannst ihn! Ich weiss, wer du bist! Wieso manipulieren die alle? Du schaffst unser Gesicht! Du musst gar nicht verheimlichen! Ich weiss alles über euch! Und ich will alles aufdecken! Ich weiß nicht, was Sie haben, Herr Vickery. Ich bin der Herr Glentley. Ich arbeite schon 9 Jahre bei der Insure. Ja, schauen Sie selber. Du lügst! Lügner! Er lügt! Er hat die Krawattennadel! Genau die! Die haben alle, die zu Succeed gehören! Eugene, jetzt beruhig dich. Er ist Versicherungsvertreter für Corripo Tourismus. Er lügt! Benimm dich bitte. Alle, die bis Benimm dich bitte, du weißt, Vickeris benehmen sich nicht so. Lass mich nicht an! Er lügt einfach! Ja, hallo, da ist Glentley. Ich bin in Corripo, im Büro von der Corripo Tourismus. Ein Kollege von uns drückt völlig durch. Er ist aggressiv und wird handgreiflich. Der Brüder hebt ihn zurück. Kommen Sie so schnell wie möglich vorbei. Nach einem schlechten Tag, wo man meint, es kann nicht mehr schlimmer werden, kann es trotzdem noch beschissener werden. Glaubt mir. Nachdem dann die Polizei kam, haben sie mich in die Psychiatrie gesteckt. Die glauben doch tatsächlich, dass ich mir das alles nur einbilde. Doch, wenn es nur eine Einbildung wäre, dann wäre das Frame weg, wenn man den Film nochmal schaut. Oder?